die gelegenheid hier te zijn. En ik wil wat zeggen van Feien Zondag. Für mich wird das Feien Sonntag, jeder Sonntag ist besonders, aber für mich wird das ein sehr besonderer Sonntag, Feien Sonntag. Dat wir so uitgekomen dat ik als Pastor kan einfach verder zetten en ik brauche nicht einmal den Mikrofon nehmen. Nicht, dass das eine Strophe für mich ist, mir das wirklich scheint zu reden, aber Feien Sonntag kommt dazu uit dat Klaus Rampel dat woord brengen, anderen daar zingen, anderen daar zo'n zaken wat ik verken wil doen, dat daar alles onder. En dat ging me zeer schijn. Ik kan zijn wo de tjoik geriept had en wo wie wir beter geworden en hadden ons einfach da top gewarnt, wie mijn leven. En op een ganz besonders werd ik aangeschiet van wo dat thema zich ramnemen deed van de leven van God. Wir haben das Thema von den verlorenen Seen, weil er nur den Führer seine Arms trägt hat. Und wo er sich entscheidet hat und was wir das betekent hat, wie von wo der Führer das sein hat. Wo der Führer keinmal ein Urteil über sein Sehen hat und don't, was er sehen hat. Der Führer, der hat die Arms nach einmal open, der sagt, sehen, komm nach Haus, komm nach Haus. Der sehen, der Führer, der wacht und wacht. Und wie weiter, das ist vielleicht eine Botschaft, die haben im Kopf vielleicht al viele Mal gehört. Aber einmal mal ans Wort einfach das erfahren. Dat wir erfahren, wo der Vater diese Leben noch ans uitstrekken hat. Und was so scheint wie hier, wo wir dann nur Gottesdienst, aber nur die Botschaft dann, das letzte Port, wo wir hier dann was Mana stehen und wo wir können dann Abraços geben. Und nachher dachte ich, ich würde gerne auch du haben wollt sagen, irgendwo für dort Port auch, bloß zum sein, wo die Menschen der Leib von Jesus Christus, aber von den Vater annehmen werden. Aber nu wie ich in der steht, wo ich den Leib uitteilen kann, wo ich für Menschen kann einfach eine Umarmung geben, und sehen, und beten, und den Heiligen Jesus eben spreken. Und das wird so ein wunderbares Gefühl. Und wo interessant Gott dann ist, dann fuhr ich diese Weg, fuhr wie nach Chihuahua, als Familie diese Weg, und du sind Redner von Belize. Und wir können du ein von den Ovens mitmerken, wo wir in Belize, nicht in Belize, dort in Chihuahua, wo ein Asylzeug, wo sie du hören, wo diese Redner reden da. Und das wir ein wunderbarer Oven waren. Von was reden die waren? Von der selben Geschichte. Von den verlorenen Seen, wo er trägt, nu Hüschen. Ein bisschen von einer anderen Kant bedacht, als wir das hier waren. Aber wunderbar. Wo wir waren der Leib von den Vater sperren können. Und von der Weg, Eva, dieser Weg, ein Tag, wie ein von der Hauptfahrt von Dach, das ich weiß nicht, wie dort in jeden Phone kriege, das war dort anstellen, dann kommt jeder Tag auf den Pantalia, kommt ein Farschen ab, wo den Farsch von den Dach ist. Und ich lese nicht jeder Tag den Farsch, aber nochmal kicke ich da einmal Taufalja wiesen ab, und dann ist das ein Wort, Krieg für mich, Krieg für den Dach. Und so wird dieser Weg auch war. Und was wird das Wort? Läuft einer den anderen. So, ich sehe mir so, Gott sieht mir so. Von der diesen Sonntag, wo wir wieder merken von Feien Sonntag. Feien Sonntag reden wir von wo der Leib von uns Vater ist. Und von der, weil wir waren, von diesem Leib reden. Mal, und dann hat Klaus so eine scheine wir, wo wir können mit das tun, wo wir können mit das arbeiten. Und nu, weil wir von der zijn, wo diese Leib wirklich ist, und wo diese Leib kann durch uns gehen und nur an den nächsten gehen. Und ein Satz, was mir diese Weg in so meinen Kopf so nennen kommt, dass wir das Satz, Gott läuft die sich dort nicht verdient haben. Gott läuft die dort nicht verdient haben. Einmal denken wir, ich mache noch dit und dort in Jahren tun. Dan, wo ich Gott seine Leib verdient habe, dann, wo ich das würdig sein, das zu kriegen. Das Sehen, das verlorene Sehen, er wird durch manche schwingen. Und er glaubt noch einmal, ich muss irgendwas tun, dass ich vielleicht dich bibeten vor der kommen kann. Und Gott sagt mir aber ganz klar, ich und du, wir brauchen nun nicht kämpfen daran, wir brauchen nicht was tun, um das, was wir von Gott geleitet waren. Er läuft, wenn er einfach läuft. Und seine Eigenschaft, dass er ist Leib. Er kann nicht mal besiegt Leib sein, wenn er ist
einfach der Live. Ich schreibe in mijn iPad met het ding wat ik immer gebruiken doe zum predigen, habe ich viele Botschaften binnen. En ik dacht, ik wil bloß mal aanschrijven, wofür können wir über Live reden. En ik schrijf das Wort Live an, und dann kommen wirklich viele Botschaften ab, wo wir von Live geredet haben. Aber weet je, ab wann steht wie ich das meiste über Live geredet habe? Ab Kaste. Wenn es das Jahr, dann habe ich meist jeder Werk eine Kaste, nicht so? So, ich habe das meiste über Kaste geredet, aber ich dachte, für all die, was noch nicht ab all die Kaste was wir, wo wir dann in der Kirche nochmal über Live reden. Und viele Mal brauchen wir auch Texte nicht ab Kaste, das sind wunderbare Texte, aber das sind Texte, die wir kriegen hier und uns all das Leben anwenden. Das ist nicht für die zwei Brütlied, wo du dann Fähre setzt und Schmack setzt und was so Schmack rein und so Schmack die Hohe und weiß nicht, was alles ist. Das ist vor allem für uns. Der Live ist was Tägliches, was wir brauchen tun. Und ich sehe wirklich so stolz oder so froh, dass wir live oder dass wir das sein hier untereinander, dass wir live haben. So, das ist von was wir von dir reden wollen. Ja, wollen wir noch beten. Vater, ich danke dir für deine Life, was hier tust ist. Ich bete nu, dass den Heiligen Jesus, dass deine Life kann über uns geschätzt werden, dass wir deine Life veilig kennen. Ich bete, dass alle bei dieser Macht, was irgendwem hier wollen, Gedanken weichrieten von dir, von deiner Life. Ich bete für alle Gedanken, die hier sind, von Personen, die sagen, ich kann mich noch nicht annehmen, wenn es sie nicht hier läuft. Ich bete für jede Person, die hier sagt, ich kann dat nicht annehmen, dass ich gelebt war vom Vater. Wenn es mir nobel läuft, mir nicht. Ich bete, dass diese Gedanken machen nu weg im Namen Jesus Christus. Und in diesem Raum, sozusagen, wo der Jesus vom Herrn ist, du hast Freiheit. Krieg so beten wie nu in diesem Raum, dass der Jesus vom Herrn hier ist. Und hier ist Freiheit. Freiheit durch Jesus Christus in sein Werk. Und wir wollen dir einfach Dankeschön sein. Dankeschön sein für den Leben, was für uns hier von der Tatrie ist. Und dort wie voll gefällt von deinem Leben kennen sein. In die Namen Jesus, sei wir alle taub. Amen. Amen. So, 1. Johannes 4, 7, Vers 21. 1. Johannes 4, 7, Vers 21. Wenn irgendwie abschließen will, die kann dort hier tun, dort war hier non kommen und wir wollen über diesen Tag reden. 1. Johannes, 2. Johannes und 3. Johannes. Diese 3 Bücher sind sowieso Bücher von Live, wo Live viel von geredet wird. Und wir wollen einfach mal anfangen zu lesen. 1. Johannes 4, Vers 7. Liebe Freunde, weil wir uns einander gut sind und wills Live stammt von Gott. Wer der Live hat, ist von Gott geboren und kennt Gott. So das schreibt der fängt an mit lieve Freund zu sein. Er nennt seine Brüder und Schwestern lieve Freund. Er nennt nicht, jeder over nächste, hörch mal, was ich zu sagen habe, je macht mal gut sein. Nee, er nennt den lieve Freund. So er fängt an mit live an. Seine Weg von Umgehen ist nicht so, ich wollte ihn in Masse sein, ab dem Kopf abzuhaken, ich wollte ihn Humor ab dem Kopf sein und abzuhaken, dass die Fleisch dort drin war, was ich dir nicht sagen war. Der Weg, wo er anfängt, ist, er sagt, lieber Freund, ich will dir was sagen. Und von dir will ich dir sagen, lieber Freund, ich will dir was von dir sagen. Bitte, ihr sagt, würde ich sagen soll, der Herr Jesus sagt dir von dir, lieber Freund, ich habe ein Wort für dich. Ich habe von dir ein Wort für dein Leben, für deine Seele, für dein Hort. Weil wir uns einander gut sind, weil das Leben stammt von Gott. Der Weg, wo er anfängt, ist, check, Gott hat all dein Leben. Weil wir das doch hier auch bloß einfach so wieder tun. Das ist so ein Lauftolle Weg von der Zeit. Das ist einfach so anlodend. Weil wir doch auch so leben. Dann sagt er, wer der Leib hat, der ist von Gott geboren und der kennt Gott. Und dann sagt der 8. Vers, wer nicht Leib hat, kennt Gott nicht. Willst Gott erst uns gut. So, wenn du noch nicht Leib hast,
dann sagt es einfach zu dir, du hast noch nicht Gott. Wenn es Gott, wann in die wird sein, dann wirst du Leib haben. Wenn den Moment, wo Gott in uns kommt, dann fängt die Leib an wieder zu schälen. Das ist, was in andere wird sagt. Nein, da sage ich, Gott weiß uns, wo Gott er uns wir, als wir ihn einzeln sehen in der Welt schicken, dort wir durch leben sollen. Das wird der Weg, wo Gott uns weiß, wo Gott er uns wir, Jesus zu schicken. Und ich weiß, wie Väter und wie Mütter, wir haben uns dort vielleicht einmal gedacht, wo das kann sein, dass wir sollen ein Sehen geben, oder ein von unseren Kindern geben, dass der Rest können, dafür das Gute kriegen. Dass der Rest kann geraten werden. Dass die können das Leben erleben. Und ich glaube, wenn wir in unsere Kinder, in unsere Familie würden hingucken, wir würden niemals den einen finden, was wir würden wählen geben. Und Gott hat anders. Er hat einen, in den gibt er. Den kriegt er. Und ich glaube, dass jetzt vielleicht meist nicht in unsere Gedanken an, was für ein Opfer Gott merkt hat. Wenn es das nicht bloß Gott, was das Opfer merkt, sondern Jesus geht auch freiwillig hier bei ihr. Wenn sie entscheidet, das taub. Jesus weiß, was allem kommen wird. Und das ist der Weg, wo wir Leib sein können. Der Tier, der sagt, das sei wie, was Leib wirklich ist. Dass wir nicht unser Leib für Gott, dass wir seine Leib für uns. Dort er uns ihnen Sehen schenkt, uns die Sünden aufzunehmen. Das ist falsch, dort nicht unser Leib für wir, sondern seine Leib für uns. Ich glaube, das ist falsch, was dort die Geschichte von Feldwerken beschrieben wird, von den verlorenen Seen. Das ist nicht, dass ich nun Fuder go. Und dass ich mal endlich war mit zurückdrehe. Das geht darum, dass der Fuder auch lang wacht. Und dat hij met de arms wijd op is. We denken, we zijn in de wereld zo sehr verken bloos van onze kant. Ik wil. Maar wel we mal aan zijn Gott stehen en stellen, wo hij zegt, dat is niet dat du met hier geleefd hast, sondern ik heb die Eier geleefd. Ik heb met nur die gedreht en ik wil meer van die. Gott sagt, es geht nicht dass wir was getan haben. Er hat uns die erste Leib. Indem er seinen Sehen schenkt, uns die Sünde aufzunehmen. Das ist zum Beispiel so, das Fuder auch. Was kommt und sitzt ihnen Sehen, vielleicht mehr ohne Kleider, Grieß, mit den Fingernägeln, ein paar Kilo Erdhänger, met de hoofd zo lang niet durchgekomen, dat het geen komt durchgekriegt. Met een Sehen, wat treurig kijkt en wat niet meer zijn schilderen oprechtig kon, wenn die al Monate bloß das gekickt hat. Ein Sehen, wat eng von zijn leven is. En der Vater, der wacht immer noch. En er sagt, das ist los. Dit wat die de schilderen raufdrekt, dat wil ik door wegnemen. Ik wil gaan dat u die Glück handstellen kost, dat u kijken kost, dat u mensen aankijken kost, dat u de lijf van mij veilen kost. En dat zo bozig als de lijf in die neerdringt, dat hij aanvangt wieder te schelen van een naar de nächsten. Hij wil ons de Sünde aufnehmen. Der 11. Vers sagt, lieve vriend, wenn Gott uns so gut ist, dann sollen wir uns auch untereinander gut sein. Hier haben wir meest krijgt dus een run. Weet je wat in vers 7 ook met lieve vriend aanvangen? Vers 11 zegt de ware, lieve vriend, wenn Gott uns so gut ist, dann sollen wir uns doch auch untereinander gut sein. Wenn wir zweimal meest denselben Vers handschreiben, dass wir einfach in dieser Weg, wo sie in der Zeit schreiben, wo diese Kultur schreiben, dass wir einfach, wenn irgendwas besonders wichtig wird, dann würde sie mit dort anfangen, dann würde sie dort beschreiben und war mit dort zu eng merken. Dann wird dort wichtig, das ist, was ich Ihnen sagen will. Lieber Freund, dort fängt war so an. Ich will mit dir Gemeinschaft haben, ich will lieftolig zu dir sein. Weil wir doch auch so ineinander tun.
Dann geht es wieder. Vers 12. Kein Mensch auf Gott geseinen. Wenn wir uns untereinander gut sind, bleibt Gott in uns, in seinem Leib, und dann ist sein Leib vollkommen. Ich will das noch einmal lesen. Wenn wir uns untereinander gut sind, bleibt Gott in uns, und dann ist sein Leib vollkommen. So, wo kann sein Leib vollkommen werden? Dass jeder einer von uns den Arm dreht. Was er zu uns sagt, ist, ich zie op, ich wach mit diesen Armen, die am Armen. Und nu will ich die diesen Abrazo geben, ich will die Umarmung von diesem Leib geben. Und in dem Moment, wo ich die gebe, in dem Moment, wo ich in den Hort anfange, und lebendig zu sein, in dem Moment weicht in die Wort ab, dort selbe, was der Vater deed, dort kostet du nur den nächsten dann. In diesem selben Moment kostet du Gott wissen, wo vollkommen Gott ist, indem du diese Leib wieder drehst. Wenn sie sagt, indem wir waren untereinander gut sind, wird er vollkommen können werden. So du und ich können einfach diese Umarmung von unserem Vater wiederbringen. 13. Gott hat von seinen einen Jes gegeben. Und da werden weit wie, dort wir in Arm blieben, und er in uns. So, er geht hier einfach wieder, er sagt, nu ist Gott nicht ab mir, ab diesen, da bittet ein Haus, bitte eine Ranch, wo er mit den Arms aufwachtet hat, sondern nu ist Gott in die Horte. Nu ist Gott in die Personen. Und sagt da, weitet hij dort duran, dat ich meinen Jes in jünd gegeben habe. Stellt jünd vor, Gott wird dort nicht tauschod, seinen einzigen sehen, ob diese Erde schicke, für uns zu sterben und uns die Sünde aufzunehmen. Aber weißt du, was einmal nicht tauschod wird? Den Jes auf diese Welt abzujeiten. Am wir das nicht tauschod. Und er sagt, das Jes ist nu in die, und du kostet weiter, dass er in die ist, dass er in uns ist. 14 sagt so, wir haben dort gesehen und reden davon, dass Gott ihnen Sehen geschenkt hat, die Welt erhellen zu sein oder erraten zu sein. Wer dort bekannt, dass Jesus Gott sein Sehen ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. So wer dort bekannt, dass Jesus Gott sein Sehen ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. So wir können mit uns Mühl dort sein und bekennen. Ich denke, was ich mit Arno einmal war, von der Rede da, ist eine Geschichte, die mir einmal war vertellen hat, wo sein Vater, wo Arno, Paul, sein Vater, dort leben lang nur der Gefängnis erfahren hat. Und er kann ein bisschen Schifferklavier, also ein Trackmanie spielen, sein Instrument nicht, dass er nu wunderbar gut ab dort wie, aber dort Beste, was er kann, dort nimmt er in die Gefängnis, in die Jails mit, und er redet von Gott seine Liebe. Er sagt, Johannes 3,16, Gott ist dieser Gott, er hat Jesus geschickt, du kannst ihm von dir bekennen, und dann hat er seine Bibelvers. Und Heidi und ich reden diese Tag, und wir danken Gott einfach, wie wir in der Kirche, und weiß nicht, wo wir auf das Thema kommen, aber auf einmal sagen wir, und wir haben einmal davon geredet, sagen wir, check mal, wo die Prima von Arno ist. Check mal, wo die Onkel und Tante von Arno sind. Check mal, wo die Opa von Arno wird. Check mal, wo Jana wird. Und du sind so viele Familien um je hier, was Evangelisten, was Missionare, was an der Hand ihr Leben gegeben, zum Gott seine Leib wieder drehen. Und viele Mal werden sie veracht. Aber wir haben so viel sehen, der erfahren durch diese Familie. In Brasil, wenn einer von diesen Pauls, von den Hängernummern redet, das ist einfach ein bekannter Hängernummer für Evangelisten, für Pastores und so weiter und so weiter. Und ein von was diese immer Wahrheit sagen, ist von das bekennen. Wer du bekannt, dass Jesus Gott sein Sehen ist, der wird geraten worden. Dann hat er noch mir einmal gesagt, wo sein Vater in Gefängnis, ein Gefängnis, wo 12, 13 Jahre Jungs wären. Was vielleicht gestohlen haben, die können noch nicht in das große Gefängnis nennen, aber die können das ein extra Gefängnis für Jugend nennen, für junge Jugend nennen.
En hij ging toe en reed ganz kort, een paar minuten wat hij had, en zei wer Jezus weer. En deze mensen, deze kleine jongens, die zeiden dat no. En zeiden, ik wil Jezus bekennen van jou, als mijn Heer en Heiland. En eenmaal zeiden die dat ook plus no, wens ze dachten, hoopten, dat hij wordt oppassen wordt, de kijk immer, wo hij zich benemen wordt, dat hij wordt oppassen wordt, dat wanneer hij doet wordt, vielleicht zijn hang opheven en beden wordt, vielleicht wordt hij door eier uitkennen, vielleicht wordt dat helpen. Dan zeiden de mensen, komen naar Arno zien voor en zeiden, dat helpt niet wat je gepredigt is. Wenn de Heer weer hang bloos op zijn hoog, en die zei dat bloos no, wenn de wel hieruit. En hij zei dat is mijn doen, voor wanneer je zegt dat doen. Ik weet wat de Bijbel zegt, en ik wil mijn arbeid wieder maken. Maar hij later, jaren later, als hij een oudere man weer werken op een goos ongehulle werd, van grote mannen, breide mannen, wat veel breider weer als hij, sterk, tuk ze daar aan regen aan. Herr Pauls, Mr. Pauls, kost u die denken van mij? Hij kijkt in ons, een grote man, een sterke man. No, ik kan me niet denken. Weet niet verder 10, weet niet verder 15 jaar, als du kommst, trek me niet spelen in je gevangenis. Du bed ik mal een dag met die top met. En du kommst nächsten zin und nach waar, en du kommst paar zin und in de rij. Ik weer damals krijg, du, ik kan mijn leven niet, ik mijn houden van je leven. Du nam ik een entscheidung, Jezus te volgen. Ik zie Lothar Rütje komen, heb mij bevrijd. Ik kan een presse aangevangen. Einzige van de mannen zeiden, ze weer pastoris geworden. En dat gaf van alle 100 mensen. Viele van deze weer Lothar im leven einfach Christen, wat voor God leefde. Wenn ze bekend hadden, Jezus. Zo klein als dat is. Jezus te zijn, is dat de onderscheid van ganz het leven. En dat is een koern, wat je aanvangt te wassen en te kiemen en ten boom te worden. En dat is een koern wat we bloos zeiden kennen durch leven. Dat is niet, wenn we maten, wenn we nu wel irgendwo no vallen, zo en zo maten. Nee, dat is uit de leven wat we uit kunnen zeggen. Du kannst Jezus bekennen van jou. Ook wenn we Jezus bekend hebben, zijn we van jou hier. Wer du bekend dat Jezus Gott zijn Sehen ist, in dem blijft Gott en Hij en Gott. Sagst du, wir haben dort eingesehen in ihr Leben dort, dass Gott uns gut ist. Gott ist leibtolig. Und wer in diesem Leib lebt, lebt in Gott und in dem bleibt Gott. 17. Dass Gott seine Leib bei uns ganz angekommen ist, wie sich daran, dass der Gerechtssach uns keine Sorgen mehr macht. Weil so als wir, so leben wir auch in dieser Welt. So ist Jesus wir, so leben wir auch in dieser Welt. Mit Leib. Und dann braucht wir nicht mehr Angst haben für ihr Recht. Und dann sagt der 18. Vers, das ist das. Wir brauchen uns nicht fürchten für einen, der uns wirklich gut ist. Wir brauchen uns nicht fürchten für Gott, der uns läuft. So als er uns rein gut ist, merkt alle Angst in uns unnötig. Wer sich noch fürchten wird, indem ist der Leib noch nicht tüßig geworden, will es fürchten, der einer sich verstraft. Ich will diesen Vers, diesen 18. lesen, in eine andere Übersetzung aus dieser, in der Königsbibel Übersetzung, die sagt es das. Furcht es nicht in der Leib, aber vollkommene Leib trifft die Furcht uit. Furcht es nicht in der Leib. Du hast keine Angst in der Leib. Das ist eine von den Wahrheiten, die mein Leben verändert hat. Wo ich von dir kann mit einem Zeugnis sagen, dass dieser Leib von Jesus Christus, dieser Leib von Gott, dieser Leib vom Vater, der hat die Furcht in mich uitgedreven. Und als ich dieser Leib leid mehr und mehr an mich ankomme, dann muss die Furcht wieder und wieder raus, wenn die hat nicht mehr Raum. Ich würde von dir auch nicht hier stehen
waar ik niet had kunnen laten dat de Vader mijn vrucht door zijn leven uitdrijven deed. Ik wil niet de beroofheid hebben, op zo'n sted te staan. En wanneer we dat toelaten dat Jezus nu ons komt met zijn leven, dan komt er een storm over ons, die puist over ons, die schert ons en die neemt alles voort. Wat du nog varig ligt naar dat, alles voort wat nog kede ligt naar dat, die neemt alles voort wat du stinken dat. Wens wanneer deze leven komt, dat is perfect en dat is echt. Dan zegt het hier wieder, wils vruchthaft kwol. Wanneer du in Angst liedest, dan ist du immer de Trühe, dann ist es in Dreck sein. Dann ist es vielleicht der Dreck im Holz, dass du fühlst, du kannst nicht atmen, du kannst nicht fair wegkommen. Das fühlt sich vielleicht so durch den Strang und die Angebungen, du rannst und das kommt aber nicht fair weg. Und du lidst, du hast ein Lied, die Uhr, die sind traurig. Und du hast eine Dreckung über die. Das, was das sagt, was fürchtet, das ist eine Qual, das ist eine Lust. Dann sagt es wieder, wer sich überfärbt, ist nicht vollkommen geworden in der Life. Sagt, mein Gebet ist von dir, dass wir mehr Leute den Leib von Jesus über uns herrschen. Dass wir uns Leute fähig am Armen. Dass wir uns jeden Tag am Armen Leute von unserem himmlischen Vater. Und wir können diese Leib einfach, das weichschädere Leute, was du nicht angehört. Und dann sagt das Vers 19, war so. Laat ons einander goed zijn. Wils hij es ons verher. Wils hij ons verher. Ik wil nog eenmaal. Laat ons einander goed zijn. Wils hij ons al verher zijn leven geschonken heeft. Drie komt het waren in deze soort, wat het immer waren gehoord wordt. Laat ons einander goed zijn. Wel we toch ganz goed zijn. Wel we ons toch leven. Wils wie zijn al je leven. Hij heeft het al lang aan je doen. 20 sagt so, wenn wer sagt, hij hat lief für Gott, und er sein Bruder aber findig, gesonnen, der Licht. Wer sein Bruder nicht gut ist, den er sieht, der kann Gott nicht gut sein, den er nicht sieht. So, wo ist es mit unseren Feindschaften, mit unserem Groll? Vielleicht mit Sachen, die du jetzt nicht antust. Dort hast du noch. Du bist noch beleidigt dort und du hast noch einen Feind. Weil wir den Leib lassen über das Ranen und dort uitriemen, wo du noch verhindert hast. Weil sonst ja wir nicht Gott kennenlernen, wo er ist. Wenn er ist Leib und wenn er in uns ganz kommt, dann macht er diese Feindschaften, diese Bitterkeit, die kann dann einfach durch diese Leib rückgenommen werden. Dat is een proces dat wordt ons vielleicht nog mal schädern, vielleicht noch mal weiter. Aber dat wordt het schönste Resultat zijn wat du in dein Leben erfahren kannst. Dat du kannst abweichen, ohne jeden Tag an Jahren zu denken, was dir noch schuldig ist. Dat du kannst abweichen, smars, ohne noch ein Hut zu haben, über Jahre, was die dort angetan haben. Du kannst abweichen, smars, und das erste an den Leib, an Jesus denken. Weißt du, dass das mählich wird? Du brauchst nicht jedes Mal abweichen und denken, was Jana die angetan hat, oder wo Jana gecheckt hat, oder gesagt hat, oder dass er die Schrotz angecheckt hat. Der hat die nicht recht behandelt. Der soll die 21 Peso und 50 Cent geben, der hat bloß 21 Peso gegeben. Der gleicht mir nicht mehr. Und wir merken uns Sachen deutlich, und wir fangen an, ein Betterchen zu leben. Wenn der Leib kommt, dann verschwingen diese Sachen. Und dann sagt der 21. der letzte Vers von das Kapitel, sagt so, das ist, was er uns gesagt hat. Wer Gott gut ist, wird auch sein Bruder gut sein. Das ist, was er uns gesagt hat. Wer Gott gut ist, wird sein Bruder gut sein. So, das ist das Nummer 1, was wir von dir reden wollen. Von unseren Brüdern und unseren Schwestern gut sein. Ich sage, wir sind hier so viele verschiedene Menschen. Wir kommen alle von verschiedenen Städten. Und schön ist,
dat we deze bruid en zuster kunnen goed zijn. Voor een paar weken terug hadden we een anniversario. Nogmaals op zo'n fase van anniversario, wanneer de Dasche hier zijn hier middag is, dan ga ik hier engste wieder auf en ik weet niet, hier nogmaals zijn tonen. Dan becheck ik me, waar die mensen spazieren, waar die Tereré drinken, waar die sich omarmen. Nogmaals, na een Gottesdienst, dan zei ik, wo dort hingen, op einmal eine Mama hielt. Vielleicht, wenn sie die Weg nicht gewusst hat, wo mit ihren Kindern umzugehen. Und wenn in dem Moment 3 oder 4 Personen in den Raum kommen und diese Mama umarmen, dann hängen bleiben und in live für diese Mama beten. Ich sage, wo Menschen gehen sich Tereré nehmen und wollen Tereré trinken und gehen anbeten. Und ich freue mich und ich sage Gott Dankeschön. Wenn so das ein Teken von was er ist. De Leib einer der Brüder und der Schwester. Das ist ein Teken für uns, was er uns gegeben hat. Weißt du, wie dieser Leib gewohnt hat? Dass jeder nur den, wo mein Fleisch noch sagt, den Leib nicht leben. Den Leib nicht ganz so gut sein. Der hat sich dort nicht verdient. Was ist die Überschrift? Gott läuft da, was sich dort nicht verdient hat. Und wieder sagt er, und ich läuft da, was sich dort nicht verdient hat. Ich läuft dir auch. Auch du leben, wo das nicht leicht ist. Das je steht, wo das schwer ist, zu leben. Das je einmal Familiensituationen. Du denkst, wie, hier mag ich aber viel schlucken. Und wir kennen das nicht, ohne dass du eine Leben in uns nennen kannst und dass wir diesen nächsten Leben kennen. Als wir Geschichte hören, wenn wir Geschichte haben in der Bibel, ist, wo der Samariter vorbeikommt und dass er diesen, was verkehlt war, würde den Leben hat. Dann sei wie wo ein Samariter, der niemals wird Leib geben, und eine Person, die niemals Leib gewesen war, wo die Leib von einer zu den anderen. Und das ist, was du und ich als Brüder und Schwestern sind. Wenn du die keine einzige Leib verdient hast, dann kannst du von dir die sein, was der Leib gibt. Aber auch die werde kreiert. Wenn es am Leib zu geben, muss ich mir Leib loten. Ich muss opzetten für den Leib, damit er nähen und rüberkommt. Das ist nicht ein Tonerkanal, das ist nicht ein Kron, was toll ist, was in mir nähen soll, dann hier ist es toll. Sondern ich schreibe den Kron ab. Und der Schild in mir nähen und der Schild in der andere rüber. Er kann kriegen, aber er kann auch geben. Die ganze Zeit bleibt das so. So Nummer 1 ist, die Brüder für uns, was wir hier ineinander haben. Weil wir uns wieder so leben. Weil wir uns abbühen, weil wir uns gute Wirt geben. Und wenn das nicht leicht ist, dann fragen wir den Herrn jetzt. Wir gehen ab und sagen, so Herr jetzt, was habe ich noch nicht verstanden, wo Gott ist. Und wir können reingehen und mit allen Entschlüssen hätten wir sagen, ich will wieder so leben, als Jesus leben hat. Und Nummer 3. Dieser Leib, der bleibt nicht unter der Tag. Das ist eine Leib, die rührt. Das ist eine Leib, eine Passion für die Seele, die schrien nach nur Jesus. Ich habe erst niemals gedacht, für eine steht, wo die Schmackste und die sich der Passte benehmen, sich treffen sollen. Viele Mal wurde ich gesagt, nur dein Zeug will ich nicht vor. Wenn du sagst nach so und so Menschen, Halleluja, dass du sagst, dass sich tüßig genug feiert, um du ankommen. Wenn es das als eine steht, wo die, die noch nicht die Leiber vorher haben, willkommen sind. Und dort wir an am Armen. Aber wenn sie nicht hier ankommen, wenn es einmal war, sie sich nicht nur so ein Tag als das gewählt, dann gehen wir nur ihre Städte. Dann gehen wir nur ihre Ranch. Dann gehen wir nur ihre Kolonie. Dann gehen wir nur ihr Haus, nur ihr Heim. Und wir kommen mit Leib an. Wir kommen mit einer Botschaft von an, ich will die umarmen, ich will die gut sein. Gott wird mir die Weg geben, wo ich kann, die von dir Leib beweisen.
En ik bekijk me, ik krijg dat Johannesbuch ons doorgelezen, voor een stootje. En ik bekijk me bloos in Johannes, bloos in dat buch Johannes, bloos in een paar steden, waar Jezus leven deed. En mir valt het krijg op, dat Jezus de leeft einmal krijg die, du betonde in einer Strick dat, die wir sich dort nicht verdient haben. Jo, hij weiß ook leef voor zijn Jünger en al dat. Maar hij weiß ook leef voor zijn Frühes, wat leven weggeschmeten hat. Du weißt ja auch leef. En ik heb mijn paar Stück doorgeschreven. Interessanterwijs, een van de eerste steden, wo wir leef zijn, in dat Buch Johannes, dat is dat Evangelium Johannes, dat zit al im 2. Kapitel. In het Jas van Kana. Wo weist hij leef? Indem dat hij wien mögt. Und ein Fast nicht kann wieder geführt worden, sie da, hey, Fiesta, wir wollen feiern, wir wollen schaftig sein, wir wollen Frau sein. Hey, holt mal Jan Wunder, das wird hier nicht mal zu Wien gemerkt. Das erste Wunder, was er für andere Menschen tut. Es ist nicht interessant, der Weg, wo er Leute wiesen tut. Wir glauben einmal, der Leib ist vielleicht bloß das Abrazo, was wir hier kennen. Aber nee, Leib ist auch, dass die Chance kann anscheinend fast geben, verhalten. Leef is nu multitude uitrijden voor die nächsten. Leef is irgendwem Wunder anbieten, wem krijgt sehr darstig ist. Ein von den nächsten Geschichten, was in das Buch Johannes sind, es war eine Person, die sich überhaupt nicht verdient hat, gelebt zu sein. Du redet Jesus mit einer samaritische Frau den Baum. Wir kennen die Geschichte. So hij reed met haar en hij bewijst haar lijf. Indem dat hij met haar vertalen deed. Dit wie een vrouw die keiner met vertalen wil. Die kijkt al erop. Zij ging, wordt de hele tijd wat geen andere ging, omdat ze kunnen alleen zijn. En Jezus gaat en zegt, ik wil met die vertalen. Mir ist het wichtig, wat u te zeggen hast. Ik wil ook horchen, wat u te zeggen hast. Wanneer we wieder kijken in de Bibel, wo Jesus leven deed, dat wir durch Heilungen. Allerweil sagt die Bibel, wo er ging, passierte Wunder und Tekens und Heilungen. Sodass wir nicht ohne Sünder vermehren hier, wo die Heilungen passieren, sondern du, wo er ging. Und du und ich kennen das alles dann. Das ist wunderschön, wenn wir hier ohne Sünder das erleben, für alle Menschen, dass die Heilungen passieren. Und das habe ich immer wieder erlebt, weil wir wieder tun, weil wir nicht mehr abhören. Aber Montag, so overs, kommt irgendwer noch die, ist rippig. Hey, als Familie met die Kinder taub, neemt ihnen een Mädchen an, Eil holen. Nu verstaan we die Kinder willen beten voor de Heilung, dat die Menschen soll gezond worden. Die worden wachten erop en die geloven eraan. Krijg zo, jengt Jezus erom en huilt de Menschen. Hij huilt den Beamten, zijn zin. Hij huilt den Bethesda. Wat keinen hat, wat het Wunder bewegen kan van anderen, om de Wunder aanbrengen kunnen. Hij heilt den Blindgeborenen. En dat wir übrigens ein Teken, dass hij de Messias wir, wenn es noch niemals hat, wer einen Blindgeborenen geheilt. Was hat Jesus noch? Jesus läuft auf verschiedenste Wege. Hij heeft eten. 5000 Menschen kriegen frischen Brot. Hij sagt, ik wil dat jullie het goed geht. Je zal een vast hebben. Je zal de kracht van de huis te gaan. Ik wil jullie eten geven. 5000 mensen heeft dat eten. Toen kwam een uitbreker in de arm. Alle mensen kijken wat er nu zei. Wat deed Jezus? Hij wies leven. In Johannes kapitel 10, glaube ich, sagt hij, ik zie de horde, ik zie de gouden horde. Wer mijn stem hield, der wordt mij nu vallen. Wat zegt hij wanneer een horde is? Een horde, der läuft. Een horde geeft zijn leven voor die wat hingen am Gone. So Jesus sagt uns von dir, wenn er sagt, dass er uns horde ist, sagt er uns alle, dass er uns leven hat. Als Lazarus gestorben wird, erstens hielt hij met de familie met hoop. Wat bewijst dat wanneer ik terug met irgendwem weer treurig is? Ik geloof hem.
Aber als ich uitgehield heb, dan zegt hij, zo Lazarus, nu kom eruit. Stom mal ab. En hij bewijst ware lief van de familie. Jezus wordt van Maria eingezalfd. Deze vrouw wat dat hier uil gekauft heeft, dat naarden uil gekauft heeft. En die breekt dat open, die jet dat even aan zijn feit en die schmert hem met troon en die wäscht hem de feit af en dat dus zijn hand geven. Die mensen kijken ze van beziet, wat zijn die het uil? Wat? Mal zo'n vrouw, zo'n arme, zo'n Moljane. Du jast du die met auf, diese start gaan onder de hoog ongezijde mensen. En Jezus zegt het als een teken wat niemals wordt vier worden. Zoals ik hier zeg, Jezus, der läuft da, wat dat niet verdient had. Seine Jünger hadden dat ook niemals nicht verdient. Keiner von uns hat sich irgendwas verdient. Alles ist einfach bloß der Not. Einmal sehe ich einen Freund, der hat was gekriegt, und dann sehe ich ihm so, dass auf Spanisch sagt, te lo mereces. Du besser wird. Kijkt mein Freund mich an und sagt, no, ich sehe, dass überhaupt nicht wird. No lo merezco. Überhaupt nicht. Los Jesus, als es wird. Dat is een instelling vom Leben. So, die Jünger hadden zich niets verdient. Ook waren ze al 3 jaar Jezus rondgerannt werden. Wat ze zich hadden vielleicht verdient, dat zij zullen Jezus de feit waschen, want er geen andere wie wat dat deed. Bij Jezus treedt het beeld en zegt, ik wil junt de feit waschen. Dat is de weg waar Jezus leven deed. Dan, wanneer wat treffen zal, dan dreht hij dat beeld en zegt, ik wil die dood krijgen. De Jünger, wir krijgen die Menschen, die hadden zullen vielleicht nicht mal zij zelf am de feit waschen, sondern nach een Lehrensgeloof, als zij aannemen, Tim, Jesus en de Jünger de feit waschen. Aber wenn sie das verjeten haben, ins Geloof anzunehmen, Tim allem de feit waschen, dann hat weins einer von den Jüngern soll sagen, hey, ich will das tun. Und alle kijken sich so, hey, wir sind hier in ein Fasten, alle haben das verjeten, wanneer wird nu wat tun? Hey, Petrus, nee, am 2 Monaten dann stehe ich zu Pferde. Nee, das wisst ihr da noch nicht. Und dann ja, und dann alle kijken sich so, oh no, ich tue das nicht. Jesus, hey, komm mal Jünger, ich wasche ihn de feit. So geeft Jezus zich aan. Hij verspreekt ons den Heiligen Geest. Hij zegt, je wordt gevuld worden met den Heiligen Geest. Al eier hij van deze Eerd. Hij beet voor ons in Gethsemane. En dat een van zijn gebed is dit. In Johannes 17, vers 26. Johannes 17, vers 26. Zegt zo. Ik heb aan met die Namen bekend gemaakt. En word dat wieder doen. Dat de lijf met die du mij goud wees en aan zijn mag. En ik in aan. En aan. Ik heb aan met die Namen bekend gemaakt. Met den Vader zijn namen. En word dat wieder doen. Dat de lijf met die du mij goud wees en aan zijn mag. So, wat zegt Jezus? Jezus beet in een moment, wo hij wist, hij wordt voets verpitcht en om kriets nongeneld wordt. En er steht, dat hij weigert en gruwelt en zich schert voor angst, jeet hij een beet. En hij heeft ewig te beden, dat de lijf wat hij op deze Erde abgebracht heeft, wordt in die en mij zijn. En komt Jezus, dan komt het eng van Jezus. En dan zegt Jezus, ik sterf vrijwillig voor die. Ik wil alles doen, ik geef mijn leven aan, ik sterf einfach vrijwillig. Ik wil mijn leven geven voor die. En hij zegt, maar wat ik doen wil, ik wil daar, waar ik nu heen ga, ik wil een woning reinmerken, dat du wonen kost. Dat is de weg waar Jezus die leven heeft. In Johannes 13, vers 34 zegt Jezus is dit. Een nieuw gebouw geef ik jullie, dat jullie einander leven. Dat ook zoals ik jullie geleefd heb, jullie einander leven.
Så dit is het nieuwe gebouwd. In het Oude Testament had we Jezaatse, Jezaatse. En nu heb je een nieuw gebouwd. Wat even alles is. Dat je een leven ondereinander. Dan zeg ik vers 35, zegt es dit. Doordat wordt allemaal erkennen dat je mijn jongen bent. Dat je leven ondereinander hebben. Die worden die niet kennen. Voor hoeveel leven je hebt. Is deze leven al neergeplant in die. Schild je al dicht die. Want jo, halleluja. Wanneer niet, dan laat die leven. Je kan afsturen met mij. De banden kunnen verder komen. Wie wil ons leven laten? Wie wil een kaartje gebedstijd hebben? Hoe die kost het leven van voren ervaren? Wat kennen de mensen die? Wat kennen de mensen die? Wat was je kent? Bist u de harde mens die geen honest? Maar best je kent voor een leven toelisten in de eind. Best je kent voor een mens wat er gelukkig met allemaal is. Wat schniedend als een massa is. En dat u zegt, vielleicht Gott heeft diese gemerkt. En du glaubst, du hast een reich, mensen te verlaten, omdat u zaken erreiken wordt. Dan wil Gott die van jou wordt niet aanbieden. Gott will die von dir anbieten. Diese Menschen brauchst du nicht verlassen. Du wirst mehr erreichen, wenn dein Leben wird herrschen. Du wirst mehr erreichen, du wirst mehr passieren, wenn dein Leben von Jesus Christus wird anfangen anzunehmen. Und ich rede mir einmal von, dass wir verändern, wie schädern die Welt um uns, durch dein Leben. Wat we al hebben, wat we gekregen hebben. En de leven wat we wiedergeven. Wanneer du leven wiedergeeft, wanneer du de waarheid je leven wiedergeeft, weet je wat er dan passiert is, mijn vriend? Wanneer du waarheid je leven wiedergeven is, dan worden die mensen ongescheerd en die kunnen niet verstoren. Die kunnen niet leven verstoren, werkelijke leven. Niet een abgehechelde leven. Kost vielleicht in de hang uitstrijken. Das war nur ein Geschenk hier was. Wir wollen das Lied anfangen zu singen, dann wollen wir wieder beten. A mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas. Vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas pueda adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que sea igual a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto.
Jesus till zara dina genvur. Då syns det vårt förglätt med din hand. Och här kollar i koron den. Då syns det vårt förglätt med din hand. Och här kollar i koron den. Där kviar min hand. Underräk mitt hänghav. Och slös upp dessa igen. Och så så still alive. The kids we are perfect. What mir en tågang gör. Dit till fängen tjän. Är min jag heimen det shiner still vårt förglätt med din hand. Kolla in i koron delen. Shiner still. Kolla in i koron delen. Halleluja, Jesus. Die Welle von dir, das steht, ans allen bejeite für die. Einfach das Parfüm sein für die. Fäll uns mit deinem Leib. Fäll uns mit deinem Leib in deine Jahre. Das haben wir uns nicht kaufen, nicht verdienen. Die wollen nicht eine Belohnung. Die wollen einfach gefällt sein mit deinem Leib. Mit deinen Jahre. Und dort kann so stark in uns werden. Dort die Menschen anfangen, Jesus in uns zu sein. Dort das Bild von der Kreuz nicht eine alte Geschichte ist, sondern eine Geschichte, was wir trauen uns. Diese Vergebung, das war das Gott heute. Das Gott merken. Dort die Menschen, wie die Menschen ankommen können mit Genot, mit Leib, mit Barmherzigkeit. Und dort die Menschen ankicken können und umarmen können. Du, wo wir uns gefehlt haben, wo wir Menschen geschuldigt haben, musst du dort einfach weglassen. Und dort wir können frisch anfangen, ab nie Städte, Menschen zu leben. Menschen zu leben an dem täglichen Tag. Och så nu är med en kuffel våta geben. Och så är am zu vergeben. Am loszulassen. Am zu umarmen. Und dort uns einfach gefällt sein. Mit deinem Leib. Dort uns eine Gemeinschaft sein, wo wir leben einer den anderen. Wo wir gekannt werden von Leib. Wo die Menschen dort sein, das sind Menschen, die wirklich leben. Und dort uns so voll deinem Leib sein. Und dort wir dort wiedergeben können. Dat wir das wiedergeben können. Wir wollen deinen Leib wiedergeben. Nicht was abgemerkt, abgehechelt, sondern eine reine, wahre Leib von Gott, von Jesus Christus. Halleluja, Jesus. Wir loben und preisen ihn. Wir kriegen dort den Leib, den du uns gegeben hast. Der ist vor allem zu haben, genug. Du hast genug Leib. Hij is Leib. Wenn du voll an bist, dann bist du voll Leib. Dann bist du voll Leib. So diese Leib, die kann dich schälen. Und in diesem Weg, wo wir hingehen, den Leib wie unsere Brüder und Schwestern auf einen neuen Weg. Danke, Jesus, für den Vater, der wartet noch uns. Dass uns umarmen hat. Wir wollen kriegst du wieder leben. In den Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Gott und Frieden, wir wollen uns leben. Und wir werden uns umarmen und uns Gott sein. Wenn es du von, sei wie ihr kann. Amen.